Deutschland, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es einmal ein Video über eine Wanderhose. Und zwar kann man die abnehmen, dann hat man auch eine kurze Hose. Von Alpenwert. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer in Lederhosen unterwegs bin. Aber diesen Sommer war es so, dass ich mir gedacht habe, zum Bergwandern vielleicht doch eine lange, luftige, vernünftige, echte Wanderhose. Und da bin ich über diese Hose gestolpert. Hat mehrere Gründe gehabt. Ich habe mich einfach umgeschaut und fand jetzt die ziemlich spannend. Hauptding ist natürlich, dass man sie kurz machen kann. Die hat halt einen Haufen Funktionen, Belüftungsdinger überall, Taschen überall. Da komme ich näher noch im Detail dann drauf. Da hole ich euch dann näher her, dann gehen wir das komplett durch. Aber heute gibt es mal so einen kleinen Test, wie das funktioniert, wie ich sie mag, wie sie anliegt, wie schnell sie trocken wird und was sie so kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat schon einer bayerischen Trachtenlederhose ein bisschen was voraus. Gerade im Moment ist es ja so, man weiß nie, wie das Wetter wird. Es ist einfach mal schön, dann ist es mal schlecht, dann regnet es wieder, dann, wenn du Pech hast, hagelt es sogar. Und dann möchtest du auch eine Hose haben, die relativ schnell wieder trocken ist. Und wenn es richtig brutal heiß ist, wo man die Beine abnehmen kann und die dann halt auch noch funktioniert. Hängen geblieben bin ich bei dieser Hose. Ich verlinke euch die unten. Das ist eine ziemlich junge Firma, die haben ziemlich coole Sachen. Ich habe bei denen jetzt mehrere Sachen mitgenommen. Ich habe die Hose in Schwarz und in diesem Zwei-Farbton in Grün und Schwarz. Und ich habe noch ein paar Merino-T-Shirts mitbestellt, die super angenehm sind. Die sind richtig schön weich. Gibt es in Schwarz und in Grau und in Blau. Die natürlich mitgenommen für die Wanderung, dass ich einfach für 3 Tage 3 T-Shirts dabei habe. Sind super leicht, aber auf die komme ich in dem Video gar nicht. Ich wollte sie euch nur zeigen. Stelle ich vielleicht nachher noch kurz vor. Sind 85% Merino-Wolle und 15% sind sie dann Elastan. Diesmal geht es aber um die Hosen. Wie gesagt, eine in Schwarz, weil ich mir gedacht habe, Schwarz ist natürlich cooler, aber im Moment finde ich die grün-schwarze echt deutlich angenehmer. Hat an den Seiten Taschen, hier kann man sie abnehmen, man kann sie unten aufmachen. Die hat hier so einen Belüftungsschlitz an der Seite, den ich echt richtig praktisch finde. Am Anfang fand ich den ein bisschen komisch. Mittlerweile finde ich den richtig super. Sitzt gut. Das ist meine Hose, bei der ich ausnahmsweise keinen Gürtel brauche. Sie löst jetzt so an dem einen oder anderen Tag meine Lederhose ab. Sind wir schon mittendrin. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut euch das Ding an. Wir testen die jetzt gemeinsam. Gipfelkreuz, steh wieder auf. Wir tragen dich den Fels hinauf durch Sturm und Eis, durch Fels und Zeit. Du bist der Schwur, der ewig bleibt. Kein Schritt zurück, kein Blick hinab. Wir sind die Kinder alter Stunden. Der Sturm hat dich genug geschunden. Gipfelkreuz aus schwerem Holz. Wir schulden dir Erinnerung und Stolz. So, jetzt gibt es die Details für euch. Jetzt habe ich die schwarze angezogen. Ihr seht, das ist genau die gleiche, schaut genauso aus. Hat hier auch die ganzen Reißverschlüsse. Jetzt kommen wir zu den Details. Sie hat hier vorne 2 Knöpfe. Dann hat sie hier nochmal so ein Hackerl, was relativ gut funktioniert. Und wenn man jetzt so ein bisschen mehr Luft braucht, dann macht man das hier auf und dann spart man sich nochmal ein paar Zentimeter. Aber der Gummizug, der ist so gut, dass der jetzt bei mir auch perfekt gehalten hat. Dann hat er hier einen Reißverschluss. So schaut sie von innen aus. Zeige ich euch mal schnell gleich von innen. So, das ist praktisch, das ist die Rückseite vom Schwarz. Das ist die Rückseite vom Grün. Das ist jetzt bei der schwarzen Hose hier genau das gleiche. Nur ist bei der jetzt einfach besser sichtbar. Ja. Was recht cool ist an der Hose, hier hinten hat sie nochmal eine Gesäßtasche. Eine recht große. Dann hat sie natürlich Gürtelschlaufen. Den Gummibund habe ich ja schon gesagt. Sehr praktisch, wenn man dann doch mit Gürtel unterwegs ist und dann vielleicht noch ein Messertaschel oder irgendwas da am Gürtel tragen möchte. Und es ist jetzt keine Outdoor-Survival-Hose in dem Sinn, sondern es ist eine wirkliche Marschier-Trekking-Hose. Dann hat sie hier noch so einen kleinen Ohrring und hier hat sie auch noch mal so eine Öse, da kann man dann selber noch was einhängen. An den Beinen, an den Innenseiten hat sie hier diese Lüftungsreißverschlüsse. Innen mit so einem Gewebe, das dicht genug ist, dass jetzt hier eine 2-jährige Zecke nicht durch kann. Zuerst fand ich es ziemlich blöd und ziemlich komisch, aber wenn man dann doch ein bisschen länger marschiert, ich halte jetzt hier mal die Hand rein, wenn man ein bisschen länger marschiert, ist es super praktisch, wenn man da so ein bisschen zusätzlich belüften kann, vor allem wenn man die langen Beine dran hat.
Dann hat sie hier zwei Seitentaschen. Was ich super finde, ist hier ist eine Innentasche drinnen fürs Telefon. Da kann man das richtig schön reinstecken, dann rutscht es nicht rum und fällt hier nicht quer hin. Und ihr kennt es ja von diesen Seiten-Oberschenkeltaschen, wenn das Handy dann quer reinrutscht, dann kannst du eigentlich diese Hose fast gar nicht mehr verwenden. Die Form von der grünen ist genau die gleiche wie die von der schwarzen, nur sieht man es halt hier einfach besser. Das heißt, die Teile sind genau so zusammengesetzt, bei der schwarzen wie auch bei der grünen. Und die Taschen sind praktisch auf dieses Gewebe hier aufgesetzt, auf dieses Atmungsaktive. Und das ist hier relativ robust, das ist auch hier am Hintern. Der ist komplett mit diesem Gewebe. Das heißt, wenn das dreckig wird oder wenn das irgendwie batzig oder feucht wird, dann kann man das abwischen und dann ist das relativ schnell trocken und auch relativ schnell wieder sauber. Es ist halt eine super leichte Hose für große Anstrengungen und für Touren, wo es halt jetzt halt nicht eiseskalt ist, sondern wo man halt einfach eine vernünftige Sommerhose zum Wandern braucht. Die Knie, die sind hier so abgesetzt, dass die hier ein bisschen in Form gestickt oder genäht sind. Man sieht das hier, dass die hier so ein bisschen die Knieform annehmen, was beim Laufen und beim Sitzen und beim Pause machen, vor allem wenn man ein bisschen verschwitzt ist, extrem praktisch ist. So, dann haben sie hier unten nochmal Druckknöpfe, 3 Stück. Das heißt, man kann die ziemlich eng machen. Ganz eng ist mir zu eng. Und Mitte ist so, dass es wirklich fest auf dem Schuh sitzt. Und das Äußerste, das ist natürlich, dass er halt so richtig schön sich bewegen kann. Kann man sie hier unten aufmachen. Da. Es geht nicht weit genug auf, dass man mit dem angezogenen Schuh durch die Hose kommt. Also ich habe es jetzt mit meinen Schuhen nicht geschafft. Wenn ihr da vielleicht keine hohen Schuhe anhabt, sondern nur so halbhohe Wanderschuhe, dass ihr den Fuß weit genug abwinkeln könnt, dann kommt sie da bestimmt durch. So, und die kann man auch von der anderen Seite hier aufmachen. So, und dann habe ich hier unten, ist sie noch geschlossen und fest, aber ich habe hier praktisch eine Belüftung unten am Hosenbein. Fand ich dann zum Schluss auch ziemlich praktisch. Praktischste an der ganzen Hose, was mir am besten getaugt hat, das ist, dass man die Hosenbeine abnehmen kann. Und das auch relativ schnell, zack, 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 rum. Und dann habe ich die gleiche Hose natürlich in kurz, was mir natürlich viel, viel lieber war, weil ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer mit der bayerischen Lederhosen unterwegs bin. Oh, ein Waschbär, aus dem kann ich mir eine Mütze machen. Aber für richtig warmes Wetter ist das die perfekte Hose. Hier die Tasche, die hat auch wieder so Absteppungen, damit ein bisschen mehr reinpasst. Auch sehr praktisch. Und dann zu den Hosenbeinen. Die sind wirklich winzigst klein zum Zusammenlegen. Das heißt, die rolle ich zusammen und es bleibt nichts mehr übrig. Ich kann die praktisch in die Faust reinnehmen, so klein sind die. Und kann die dann in eine Tasche stecken oder in den Rucksack irgendwo und habe hier echt kein Zusatzmaterial, was mich da nervt. Da an der Innenseite wieder verstärkt, da wo sie sich berührt beim Gehen, damit es hier diesen Stoff nicht aufwetzt. Da hat es eine Verstärkung aus Schwarz, also auch die schwarze und die grüne, bloß bei der schwarzen, da sieht man es halt nicht wirklich. Das waren jetzt so die Hauptdetails von dieser Hose. Die Tage, wo ich es jetzt getestet habe, 5 harte Tage. Ich habe jetzt nichts gemerkt, was es kaputt geht, was sich auflöst oder sonst irgendwas. Die Reißverschlüsse waren auch soweit in Ordnung. Sie ist atmungsaktiv. Sie ist jetzt natürlich nicht wasserdicht, aber sie ist wasserfest, sodass man, wenn es jetzt ein bisschen zum Regnen anfängt, nicht sofort bis auf die Haut durchnässt ist. Ja, meine Empfehlung von Alpenwert. Die Hose könnt ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall kaufen. Dann hatte ich euch erzählt, ich habe für diese Tour mir noch 3 Merino-T-Shirts mitgenommen. Auch von Alpenwert. Eins in Grau und eins in Schwarz und eins in Blau. Ich muss sagen, es hätten jetzt 2 gereicht. Eigentlich hätte sogar 1 gereicht für einen Notfallplan, weil die tatsächlich überhaupt nichts riechen anfangen. Das ist anscheinend so der Vorteil an Merino. Ich kenne mich ja dazu auch nicht wirklich aus, aber die Merino-Wolle, die riecht halt einfach nicht verschwitzt. Ich habe da noch das Blaue dabei, das zeige ich euch auch noch schnell. Da habe ich die Plastiktüte dran gelassen, weil ich es immer ganz praktisch finde, wenn man sofort in den Bergen auch eine Mülltüte dabei hat, die man dann auch wieder verschließen kann und dadurch kann man sie auch wieder verwenden. Nehmt immer euch eine Plastiktüte für euren Müll mit. Also ich gehe davon aus, dass es sowieso jeder macht, aber wenn er es nicht macht, dann macht's das bitte, weil sonst ist es fast eine Unverschämtheit. Und mit diesem Zipper habt ihr dann auch gleich hier eine richtig gute Tüte.
für eure ganzen Sachen. Und wenn ihr irgendwie eine Flussdurchquerung macht oder so, dann schmeißt ihr da euer Handy rein, dann bleibt es auch trocken. Deswegen immer Tüte dabei, aber das nur am Rande. Also die T-Shirts hier, Merino-T-Shirts, die sind super leicht, super dünn. Ich fand die jetzt ziemlich angenehm für diese Tour, die ich gemacht habe. Ja, und wie gesagt, ich hätte mir eigentlich keins zum Wechseln mitnehmen brauchen, weil die einfach sehr schnell trocken sind. Das ist das erste T-Shirt, was ich in Merino habe. Jetzt geht es noch 2 Tage zurück und dann gebe ich euch vielleicht noch mal so ein finales Endfazit. Gipfelkreuz, steh wieder auf, wir tragen dich den Fels hinauf durch Sturm und Eis, durch Fels und Zeit. Du bist der Schwur, der ewig bleibt, kein Schritt zurück, kein... So Spätzchen, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Hose hat alle Tests bestanden. Was ich noch nicht gesagt habe, ist bei der schwarzen so und ist bei der grünen so. Das sind 2 verschiedene Materialien. Das hier, das ist was relativ atmungsaktives. Also sage ich jetzt hier als Textilienfachmann, Laie, völliger Ahnungsloser. Und das andere, dieses hier, was jetzt hier an dieser Hose schwarz ist. Deswegen habe ich die an, damit man den Unterschied sieht, weil bei der schwarzen sieht man natürlich hier keinen Unterschied. Das hier, das ist so ein richtig schöner, robuster, fester Stoff. Damit bin ich mit dem Arsch über alles Mögliche drüber geschrabbelt. Ihr seht es auch hier, richtig raue Kanten, macht der Hose gar nichts. Und hier ist atmungsaktiv und weich. Und es macht das Ganze zu einem richtig schönen, angenehmen Gesamtpaket. Und wie gesagt, die Beine, Reißverschluss auf, habe ich auch zu Genüge benutzt in kurz. Eigentlich mehr in kurz als in lang. Aber nächstes Problem, Mücken. Hat man dieses Jahr auch ziemlich viele. Zecken hat man dieses Jahr auch ziemlich viele. Und dann ist natürlich eine lange Hose extrem gut. So schaut es in kurz aus. Müsst ihr euch das Bein natürlich wegdenken. Gell? Also, klasse Hose. Kauft keinen Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.